Ja, hallo zusammen. Ich bin der Reto Graf. Ich war vor 15 Jahren auch mit dem Young Enterprise Switzerland Programm drin. Unsere Firma hat Hidden Case, das ist so ein Wortspiel. Wir haben das Bodywear-Täschchen produziert. Young Enterprise Switzerland ist sicher auch dafür verantwortlich, dass wir so das Unternehmervirus gepackt haben. Ich bin dann auf St. Gallen studieren und schon bald ist dann das erste richtige Unternehmen gekommen. Das hat damals noch eatnow.ch geheissen. Heute heisst es eat.ch. Was wäre jetzt so ein Tipp, den ihr uns jungen Unternehmen geben würdet? Was halt sehr wichtig ist das Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Man hat ja Praxis und Theorie. In der Theorie ist vieles sicher immer sehr einfach, wenn man es sieht. Wenn man dann in die Praxis geht, ist es nicht immer so einfach. Also ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich Gespräche geführt habe und ich gesagt habe, ja, lohnt sich das noch? Können wir da überhaupt jetzt noch weiter mit dem i.ch? Und da ist es eben genau wichtig, wenn dann auch jemand anderes dir auch mal sagt, ja mal, schau jetzt, es lohnt sich doch, da wo er jetzt schon steht, ihr habt viel erreicht, tu doch weiterkämpfen, das kommt sicher gut. Also das ist sicher sehr, sehr, sehr wichtig. Merci vielmals. Jetzt, als ihr i.ch gegründet habt, wie seid ihr genau vorgegangen? Also seid ihr zuerst sicher mal die Idee gehabt und dann, was habt ihr da gemacht? Die Idee haben wir nicht erfunden. Wir haben das im Ausland gesehen, in Dänemark. Wir haben gefunden, ja, das ist doch eine spannende Idee. Macht das schon jemand in der Schweiz? Sie sind zurückgekommen, haben gesehen, das macht noch niemand. Und haben dann auch wirklich, halt, so wie ihr wahrscheinlich auch vorgegangen seid, haben zuerst mal einen Businessplan gemacht und haben geschaut, ja, wie gross ist überhaupt das Marktpotenzial. Und dann, als wir eigentlich davon überzeugt waren, dass das Potenzial ist, haben wir uns eigentlich daran gemacht, das Produkt umzusetzen. Und als diese Plattform ist gestanden ist, ist es darum gegangen, halt auch die ersten Restaurants an Bord zu holen. Und das war halt wirklich ein Klinkenputzen. Sie sind ja jetzt an der Wirtschaftsschule studieren in St. Gallen. Können Sie uns bestätigen, dass die Studentenzeit die schönste ist in unserem Leben? Das kann ich bestätigen. Also, wir haben die Zeit dort sicher sehr genossen und wir haben auch etwas daraus gemacht. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, was man für ein Typ ist. Es gibt solche, die sich zu 100% auf das Studium fokussieren und wirklich jede Vorlesung besuchen. Es gibt andere, ich habe vielleicht nicht so den Fokus auf das Studium gelegt. Mir war auch wichtig, dass ich nebendran noch etwas vorantreiben konnte. Und darum hat es vielleicht nicht immer für alle Vorlesungen gelangt. Natürlich möchte ich das jetzt euch nicht weiterempfehlen. Was habt ihr als schwieriger oder belastender empfunden? Also die ganze Startphase, das Entwickeln und Planen oder dann das Durchziehen und das Dranbleiben und einfach das Unternehmen im Leben zu erhalten? Ja, das ist wirklich, ich denke, die erste Phase, da ist man so dermassen motiviert und das ist auch alles neu. Es war eine chaotische Zeit am Anfang. Da hat man einfach wirklich von morgen bis am Abend, also es wird noch nicht viel besser, wirklich von morgen bis am Abend gearbeitet, für sein Unternehmen auf die Beine zu bringen. Und dann ist es wirklich darum gegangen, dass man lernt zu laufen. Man hat dann mal irgendwann ein solides Produkt und man kann sagen, okay, das ist marktfähig, jetzt können wir rausgehen. Und das ist nur das, was dann ein bisschen mehr Schnauf hat gebraucht, wo eine längere Zeit dauert. Also das ist dann auch über 2-3 Jahre gegangen, wo es halt auch darum ist gegangen, wir haben immer ein bisschen mehr Geld gebraucht, als man denkt. Alles hat immer ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als man denkt. Also das ist sicher auch eines meiner Learnings, wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue. Es braucht immer mehr Geld und es braucht immer alles mehr Zeit. Wir waren 3 Gründer. Wenn das Unternehmen wäre an die Wand gefahren, dann hat es vor allem uns 3 getroffen. Wir hatten Zeit, Geld verloren. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Also es wäre nicht irgendwie für die Katze gewesen. Aber wenn man dann die ersten Mitarbeiter anstellt, dann muss man natürlich auch anfangen umdenken, weil man hat auch eine gewisse Verantwortung. Ich denke, das ist vielleicht auch eine Frage an euch zurück jetzt mal. Ihr habt ja auch Aktionäre, die ihr Geld aufgenommen habt. Wie geht ihr mit dem um? Wie fühlt sich das an, wenn Aktionäre euch Geld anvertrauen? Bei uns ist es so, wir haben grösstenteils die Eltern oder Verwandte, die uns Geld irgendwie zur Verfügung gestellt haben. Und von dem her ist das, glaube ich, schon ein bisschen eine kleinere Last, was eben nicht jemand Fremdes ist. Aber es ist gleich jetzt, ich hätte jetzt auch schlecht gewusst, wenn wir das denen nicht zurückzahlen können. Von dem her, unser oberstes Ziel momentan ist immer, dass wir allen Aktionären das Geld zurückzahlen können. Für uns ist es einfach eine ganz neue Erfahrung, so mit so viel Geld umzugehen. Wir haben noch nie so viel Geld in den Händen gehabt und wir setzen wirklich alles daran, dass wir den Aktionären noch mehr zurückzahlen können, als sie uns anvertraut haben. Ich muss sagen, wenn ich auf die letzten Jahre zurückschaue, Unternehmer sein ist sehr herausfordernd, aber es tut einem auch sehr befriedigen. Also ich kann wirklich jedem von euch empfehlen, der diesen Weg einzuschlagen.